Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Das heute ist meine erste Sendung, die ich abhole, no der Sommervakanz, eine bisschen spezielle Sommervakanz, mich schon so Woche genutzt, für zu schaffen. Ich meine, viele Bereiche steht die Leben nicht still und das ist auch gut so. Wir stellen aber auch fest, dass als Sozialleben, als Weinfester, als Restaurant, als Kaffee nicht auf 100% drinnen, wie das normal gewinnt ist. Und dadurch haben wir natürlich auch ein großes Problem, dass Winzer Männer verkaufen und das ist natürlich für sie dramatisch. Das ist ja das war nicht das Einzige, was auf die Preise trägt. Ich meine, das ist auch gewusst, dass die USA zum Beispiel Straftaxen auf Importe von europäischem Wein gelöscht haben und dadurch geht auch im Weltmarkt Männer europäische Wein kauft, getrunken und dadurch gehen Preise rauf, die Fonte gehen rauf und da natürlich sind die Revenue von unseren Winzer dramatisch angegangen. Da gibt es aber Möglichkeiten, viel darum zu schaffen, weil im Moment ist es so, besonders für Kleinwinzer, wenn sie wollen zu Lützburg verkaufen, ist das gar kein Problem. Wie wenn sie wollen an Frankreich schicken, an Deutschland, an Belgien oder auch an Holland, wir haben ja viele Touristen, die aus diesen Ländern auch auf Lützburg kommen, dann gibt es aber ganz sehr schwer, für das zu machen. Aus welchem Grund ist das? Man muss ja auch TVA an Accisen bezahlt gehen, und du hast das System an all Land verschieden, und das heißt du administrativ ganz schwer, für dann da ranzukommen. An die Großbetriebe haben da Probleme, Schule Französisch Beispiel, Moitié Chandon, das kennt ihr alle gut in den Deiere Champes, die haben natürlich an all Länder darüber, haben sie Sitz oder Partner, mit denen sie zusammen schaffen, und die machen dann die ganzen administrativen Demarches für sie, und dann ist das natürlich kein Problem. Bei denen Klängen ist das ganz ernst, die haben keine so Leute sitzen, die könnten das eventuell selber machen. Aber wie ich gesagt habe, ist das gar nicht mal so einfach, wenn die das probiert hat. Und die müssen da ganz tags darauf zurückgreifen, dass eine Firma, ein Intermediär, das für sie möchte, die dort die Marschen, und da gibt der Wein natürlich immens teuer. Und da sind die Klienten sich von unter den Konditionen völlig den Wein noch können. Und da muss man gucken, dass man das Potenzial, was wir am europäischen Binnenmarkt haben, besser ausschöpfen. An schon der Kommission etwas proposiert, eine Art Guichet unique, wo die kleinen Winzer dann, wenn sie 30 Flaschen zum Beispiel an Belgien will schicken, dass ihnen das einfach an dem System angeht, von daheim aus, der Wein wird geschickt, an all die Marschen sind gemacht, das heißt, dadurch gibt der Wein nicht mehr teuer gehen, das natürlich muss sich dann an TVA und Taxiseregeln von dem Land richten, wo der Wein hingeht, mit das heute gibt dann eine einfache Möglichkeit gehen, für jene, die dort eine Tasche aufzuholen. Ich kriege schon ganz positive Feedback von der Kommission. Ich kriege aber auch schon ganz positive Feedback von unseren Winzer zu Lützburg, für die das dort eine immens große Hilfe wäre. Für was das doch wichtig, nicht nur für das sie hier wohnt, eigentlich besser können gestalten, mehr einfach können an Drittländer an Länder exportieren. Mit das war auch, wir investieren ganz viel europäisch Suen an die sogenannten ländliche Entwicklung, an den Önotourismus, und das ist auch natürlich gut. Und dann können als Winzer auch Leute akquirieren aus anderen Ländern, für dann bei ihnen zu schlafen zum Beispiel, und dann sich mal nur voll zu testen mit den Quantitäten vom Wein, die erlaubt sind. Mit wir dann noch besser ugelöscht, die dort europäisch suchen, wenn sie so auch wenn sie dann solo zu Amsterdam sind, an den Wein gedrungen hast, dass sie sich da können Purkösten nur bestellen, ohne große Marschen. Das ist das, wo wir schaffen. Und ich meine, wir können noch über andere Solutionen diskutieren. Zuletzt habe ich schon mal an der Tourismusbranche geholfen, mit den 50-Euro-Bonnen. Ich meine, das sind da ganz viele von uns, die das benutzt haben. Beim Wein kennt ihr selbst auch mal mit heute zu, sind aber mal nicht unendlich. Und dafür muss man auch gucken, wo man an anderen Quellen durchkommen. Hier sind Klienten aus Drittländern. Da gibt man der Weinbranche zu Lützburg immens viel helfen, und ich werde da ganz viel Druck machen, da selbst wenn ich am Sommer an Rullebruch tun, das heißt, wir schaffen noch am Sommer, auch wenn wir hier keine Sitzungen haben, und ich meine, das ist das, wo wir drauf suchen. Wir müssen noch gucken, dass die Europapolitik, die wir hier machen, auch die Leute direkt Terrain bringt, und dafür setze ich mich an, und dafür bin ich froh, dass mich gewählt hat, und ich hoffe, die sieht auch, bis wir hier im Parlament schaffen, den Posten so nutzen, dass noch etwas für Lützenburg bringt, für die Leute Terrain bringt. Und ich sage nicht vielmals merci auch für die Nolauschen, und ich werde auf dem heutigen Sujet garantiert dich nach informieren, und hoffentlich bis geschwind bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.